Herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Theiss. Ich bin Gemeindeleiter hier in Zürich. Und danke vielmals, dass du eingeschaltet hast. Wir haben ein grosses Gebet und ein Anliegen als Kirche für dich, dass du durch diese Message Gott besser kennenlernen darfst. Hey, heute es geht um das Thema Ermutigung. Ermutigung bekommen, Ermutigung schenken ist das Thema. Wir sind in einer Serie Mundwerk heisst die. Es geht um unsere Worte. Und heute um das Wort der Ermutigung. Ermutigung und Entmutigung auch. Das Gegenteil von Ermutigung sind etwas enorm Kraftvolles. Und ich habe mich so als Vorbereitung von dieser Predigt ein bisschen eingelesen in die Fachliteratur und ich habe ein cooles Zitat gefunden, das uns ein bisschen zeigt, wie wichtig das Ermutigung ist. Da schreibt ein bekannter Psychologe Folgendes: Ohne Ermutigung in der Kindheit, im Jugendalter, aber auch im Erwachsenenalter sind Menschen grundsätzlich nicht entwicklungs- und lebensfähig. Ermutigung ist der Nährboden, die Voraussetzung für die Entwicklung des Menschen in jedem Alter. Ermutigung ist nicht nur für Kinder und Jugendliche so wichtig wie Wasser für eine Pflanze. Das ist krass, nicht? Ermutigung ist nicht so ein Eintüpfchen, sondern es ist etwas, was wir alle zutiefst brauchen. Man hat in den letzten Jahren in den USA viele so Untersuchungen gemacht über das, wie viel so positive Gefühle und Ermutigungen ein Mensch braucht. Und man hat Folgendes herausgefunden: dass bei Partnerschaften ein Verhältnis von ermutigenden Gefühlen, positiven Gefühlen und schlechten Gefühlen, ausgelöst auch durch Entmutigung, bei stagnierenden oder scheiternden Partnerschaften bei etwa 1:1 ist. Und bei erfüllten Partnerschaften ist das Verhältnis 5:1. Also wir brauchen nicht nur gleich viel Ermutigung wie Entmutigung, sondern wir brauchen viel mehr Ermutigung wie Entmutigung. Ich finde das so, irgendwie für uns Schweizer ist das nicht so das, was wir so irgendwie in uns Intus haben, oder? Sondern es ist etwas, wo wir darum auch bewusst uns ein bisschen Mühe geben. Und ich freue mich so über das Thema Ermutigung mit euch zu reden. Für mich ist es etwas, wo ich mega am Lernen bin. Es ist nicht so, dass ich sage, wow, ich kann das mega gut. Und das ist viel besser für euch, weil wenn ich es lernen muss, dann weiss ich, wie es nicht geht und wie man das lernen kann, als wenn es etwas wäre, was man schon von Anfang an könnte. Es ist nicht erstaunlich, dass Gott auch wichtig ist, dass wir einander ermutigen. Nicht nur aus psychologischer Sicht, sondern die Bibel sagt Folgendes. Im 1. Thessalonicher 5, Vers 11, da heißt es: Darum ermutigen einander und bauen einander auf, wie ihr es jetzt schon tut. Ermutigen einander und bauen einander auf, so wie ihr es jetzt schon tut. Es lohnt sich, das Wort ermutigen ein bisschen anzuschauen, was das eigentlich heisst. Der Text ist ja ursprünglich eigentlich auf Griechisch geschrieben worden und im Griechischen heisst das Wort Parakaleo, das Wort für ermutigen. Und das heisst Folgendes: Das Wort kann man auch übersetzen mit bitten oder auffordern oder jemanden auffordern, etwas zu tun. Es heisst ermahnen, ermutigen, trösten. Vielleicht steht darum wie auch in der Bibelübersetzung, in dem Bibelvers, ermahnen einander oder trösten einander. Es ist aber das gleiche Wort. Es heisst bestärken, einander einladen oder auch jemanden um Hilfe bitten oder um Hilfe zu rufen. Gott will also, dass wir einander stärken, dass wir einander aufbauen. Und all das, was da drin vorkommt, ist, dass wir einander auffordern, das Gute zu tun. Dass wir einander ermahnen, einander trösten, einander ermutigen, einander helfen und auch um Hilfe bitten. Das ist das, was Ermutigung alles so heisst. Man könnte es auch so zusammenfassen. Ermutigung heisst im Kern 2 Sachen. Es heisst erstens zu sagen, du, so wie du bist, bist okay. Einfach so, wie du bist. Nicht wie du sollst sein, sondern so, wie du bist, ist okay. Und es heisst zweitens auch, jemandem etwas zuzutrauen. Realistisch, das, was der andere kann, ihm zu sagen, ich glaube, dass du das kannst. Die 2 Sachen, die machen Ermutigung aus. Für mich ist eine der Unterscheidungen, die uns ein bisschen hilft, zum Ermutigung zu verstehen, die zwischen Lob und Ermutigung. Viele Psychologen machen die Unterscheidung zwischen Ermutigung und Lob. Lob ist in erster Linie etwas, das auf unsere Leistung bezogen ist. Auf das Resultat, auf den Erfolg. Darum fördert Lob auch die extrinsische Motivation.
Ermutigung hingegen betont den Einsatz, es betont, dass es du versucht hast, Verbesserung, den Entwicklungsschritt. Ermutigung hat die Person im Fokus. Und darum fördert Ermutigung die intrinsische Motivation. Ich mache euch ein paar Beispiele. Wenn du sagst, das ist gut gemacht, das ist Lob, es ist auf die Sache bezogen. Wenn wir sagen, du hast das gut gemacht, das ist Ermutigung. Wenn du sagst, deine Jeans sehen gut aus, das ist Lob. Wenn du sagst, du hast dich schön gekleidet heute, das ist Ermutigung. Wenn dein Partner das Auto geputzt hat, kannst du sagen, das Auto ist schön sauber. Das ist Lob. Du sagst, danke vielmals, hast dir Mühe gegeben, um das Auto zu putzen. Das ist Ermutigung. Es ist erstaunlich, dass viele Psychologen sagen, dass Lob ohne Ermutigung sogar Negatives hervorbringen kann. Weil Lob, es fördert so eine Leistungsorientierung. Lob, du kommst nur über den, wenn du etwas Gutes gemacht hast. Es fördert auch Konkurrenz bei Kindern und es kann einen Leistungsdruck hervorbringen bei Personen. Darum, wenn wir einander ermutigen, dann geht es nicht primär darum, dass wir das sagen, was wir gut gemacht haben, sondern dass wir Personen im Fokus haben und einander so ermutigen tun. Für säkulare Psychologen, die meiste Fachliteratur heute, besteht darum, Ermutigung im Folgenden, dass du das Positive suchst in der anderen Person und das fördern tust. Sie sagen, wenn du nicht das Positive im Menschen glaubst, dann kannst du gar nicht ermutigen. Und sie haben ja irgendwie für sich, man kann es verstehen, oder? Das ist irgendwie verständlich. Für uns, wo Gott kennen, für uns, wo Gottes Wort kennen, hat aber Ermutigung eine viel, viel tiefere Grundlage als das. Und ich würde euch gerne mit reinnehmen, so ein bisschen die Geschichte, die uns zeigt, wieso das Ermutigung für uns als Christen noch viel, viel tiefer verankert ist. Wie ermutigt uns Gott? Gott hat uns ja geschaffen, ganz am Anfang, als Menschen und hat gesagt, wir sind sehr gut rausgekommen. Wieso? Er ist gut, was er macht, das kommt gut raus. Und wir Menschen haben von Gott viel, viel Freiheit bekommen. Wir haben auch die Fähigkeit bekommen, um gut zu tun. Und darum, ja, es gibt das Gute im Mensch. Aber es kommt nicht von uns aus, sondern es kommt von Gott. Wir sind im Ebenbild von Gott geschaffen. Wo Gott dich gemacht hat, hat er Jesus als Vorlage genommen. Und dann war es so wie die Schablone, dann hat er dich daraus gemacht. Und Jesus ist gut, oder? In dir steckt auch ganz viel Gutes drin. Und die Bibel erzählt uns eine Geschichte von dem, wie wir Menschen so viel von dem kaputt gemacht haben. Wir haben das viele Gute in uns selber und in anderen zerstört. Weil wir Gott nicht vertraut haben, nicht die Weg gewählt haben, den er mit uns wollte. Und durch das, die Bibel nennt das Sünde, die Sünde hat so viel kaputt gemacht. Und darum, dass wir heute auch in unseren Herzen so viel finden, was nicht gut ist, und in anderen Personen das finden, was nicht gut ist, das können wir nicht Gott in die Schuhe schieben und sagen, er ist schuld, sondern wir selber haben das gemacht. Wir haben so viel zerstört. Gott hat gewusst, dass wir in dieser Situation so ein bisschen hoffnungslos sind. Wir schaffen es nicht. Da ist so viel Negatives, so viele negative Vibes in unserer Welt. Wir kennen das alle. Da ist so viel Schlechtes, ich gewusst, wir kommen da nicht raus selber. Darum hat Gott entschieden, zum selber als Mensch auf die Welt zu kommen. Und wo Jesus auf die Welt gekommen ist, Jesus, vergessen wir nicht, nach seinem Bild sind wir geschaffen, hat Jesus uns gezeigt, wie das Leben eigentlich gedacht wäre. Darum steht geschrieben von Jesus, er ist voller Leben gewesen. Es ist aber auch etwas anderes passiert. Nämlich, Leute, die Jesus kennengelernt haben, haben gemerkt, Jesus macht einfach keinen Fehler. Er ist absolut perfekt. Und sie haben sich angefangen daran zu nerven. Stell dir mal vor, du wärst der Bruder oder die Schwester von Jesus gewesen. Jetzt wachst du auf und dein Bruder macht alles richtig. Immer. Irgendwann geht es dir doch auf den Wecker. Weißt du wieso? Weil du im anderen all das siehst, was du eigentlich sollst. Es ist so wie ein Spiegel für deine Fehler. Darum haben sich viele Leute an Jesus gestört. Jesus aber, er war nicht das Problem, sondern er hat uns einfach aufgezeigt, wie viel Sünde kaputt machen kann. Schlussendlich ist Jesus ans Kreuz gegangen, er ist gestorben, nicht weil er etwas falsch gemacht hat,
sondern wegen all dem, was alle anderen falsch gemacht haben. Er hat unsere Sünden als Menschen auf sich genommen. Er hat auch gezeigt, wohin das all diese Sünde uns führt, nämlich zum Tod hin. Und Jesus ist gestorben an unserer Stelle. Er hat all das Schlechte, all das Negative, all die Vertrauensbrüche hat Jesus auf sich genommen. Er hat den Preis gezahlt von Gott, wo wir eigentlich hätten zahlen sollen. Im Hebräer 1, Vers 3 steht das folgendermaßen beschrieben. Da geht es um Jesus und da heißt es, Jesus, er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit. Also die Herrlichkeit, die wir verloren haben, die man bei uns nicht mehr sieht, all das Gute, Jesus hat es ausgestrahlt. Er ist der unverfälschte Ausdruck von Gottes Wesen. Durch die Kraft von seinem Wort trägt er das ganze Universum. Er ist aber nicht dort geblieben, sondern Jesus, nachdem er das Opfer gebracht hat, das uns von der Sünde gereinigt hat, hat er den Ehrenplatz im Himmel angenommen. Den Platz an der rechten Seite von Gott, von der höchsten Majestät. Jesus hat nicht nur uns gezeigt, wie wir sein sollten, sondern er hat uns einen Weg geschaffen, wie wir wieder so werden, wie wir ziehen sollten. Wie wir die Herrlichkeit wieder bekommen können, die wir verloren haben. Wie das Gute in uns Menschen, das wir zerstört haben, wieder führen kann. Darum ist Jesus gestorben. Darum ist Jesus ans Kreuz gegangen. Weil er gewusst hat, wir selber finden den Weg da nicht raus. Aber Jesus, er ist unsere Hoffnung, dass wir uns verändern lassen von Gott. Jesus ist der Schlüssel, dass du eine tiefgehende Veränderung in deinem Leben erleben kannst. Der Schlüssel von einer hoffnungslosen, entmutigten Person, die so viel Negatives vielleicht auch erlebt hat und auch selber macht, zu einer Person, die von Gott verändert worden ist. Die Leben ausstrahlt, die Freude hat, die das Gute, das Gott in dich reingelegt hat, wieder entdeckt und wieder zum Segen macht für andere. Du kannst von einer hoffnungslosen zu einer hoffnungsvollen Person werden. Nicht selber, sondern durch Jesus. Weil wenn du den Jesus in dein Leben einlässt, wenn du dich entscheidest, ich möchte, dass der Jesus mein Gott wird, wenn du sagst, ich möchte ihm wieder vertrauen, ich möchte nicht den gleichen Fehler machen, wie ich es ein Leben lang gemacht habe, nämlich Gott nicht zu vertrauen, sondern ich will den Weg wählen, wo Jesus mir zeigt, dann passieren 2 erstaunliche Sachen in deinem Leben. Du erlebst nämlich, wie die Beziehung von dir zu Gott wiederhergestellt wird. Da ist plötzlich wieder Funkkontakt mit dem Himmel möglich. Gott erhört deine Gebete. Du kannst ihn persönlich kennenlernen. All das, was dich von ihm getrennt hat, merkst, das ist das, was Jesus gezahlt hat für mich. Das ist das, was Jesus weggenommen hat. Wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, dann sieht Gott bei dir nicht alles, was du falsch gemacht hast. Er sieht nicht deine Fehler, sondern er sieht dich perfekt. Ohne Fehler. Weiss, rein gewaschen. Nicht wegen dir, sondern weil Jesus für all das gezahlt hat, was du falsch gemacht hast. Und du erlebst etwas Zweites. Jesus hat das versprochen. Er sagt im Johannes 14,26 Folgendes. Jesus hat seinen Jüngern versprochen, wenn der Ermutiger, der Heilige Geist, wo mein Vater wird senden in meinem Namen, zu euch kommt, der wird euch alles lehren und euch alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Wenn du Jesus in dein Leben einlädst, dann kommt der Heilige Geist in dein Leben. Er fängt an in dir leben. Das ist der Geist von Gott selber. Und du merkst, wie Gott anfängt, dich zu verändern, von innen raus. Vielleicht kennt ihr die Bibelstelle, man kann sie noch ein bisschen einblenden lassen mit anderen Wörtern. Vielleicht kennst du sie folgendermaßen. Aber der Tröster, der Heilige Geist, wo mein Vater wird senden, der wird euch alles lehren. Oder der Helfer. Denken wir dran, was heißt das Wort Ermutigung alles? Es heißt genau trösten, helfen, ermahnen. Und genau das Wort wird dafür der Heilige Geist selber gebraucht. Er ist der Ermutiger. Es ist das Nomen vom Verb ermutigen. Er ist der Parakletos auf Griechisch. Er ist der Ermutiger. Und der kommt in unser Leben in dem Moment, wo wir Jesus einladen in unser Leben. Wenn du also willst, zum Ermutiger werden, wenn du merkst, ich brauche Veränderung in meinem Leben, du brauchst den Heiligen Geist. Du schaffst es von dir aus nicht. Aber der Heilige Geist ist die grösste Kraft, die es in dieser Welt gibt. Ihm ist nichts unmöglich. Für dich ist es vielleicht hoffnungslos, für ihn ist es nicht. Es ist die gleiche Kraft, die Jesus auferweckt hat, die in dir lebt. Wir haben es vorher gesungen in den Liedern, da ist kein Mauer, der zu gross ist für ihn. Nichts, das er niederreissen kann in deinem Leben. Ich mag mich so erinnern, vor ein paar Wochen bin ich
zu Besuch bei einem Freund von mir und er hat einen kleinen Sohn, es ist sein erstes Kind und ich habe ihm zugeschaut, wie er mit dem Kind am Spielen war, wie er ihn ermutigt hat, wie er ihm etwas zugetraut hat und es hat mich tief berührt beim Zuschauen. Wisst ihr wieso? Weil ich genau weiss, er ist ohne einen Vater aufgewachsen. Er hat das nie erlebt, dass ein Vater so ist, wie er für seinen Sohn war. Und trotzdem hat er so ermutigend mit seinem Kind umgehen. Und ich weiss, das ist nicht wegen ihm, sondern das ist, was Jesus in seinem Leben verändert hat. Und ich will dir das auch zusprechen. Vielleicht bist du aufgewachsen, nicht in einem Umfeld, wo du mega ermutigt worden bist. Du hast vielleicht nie einen Vater gehabt. Oder Umstände, so wie es andere haben. Das heisst nicht, dass du nicht auch zu einem Ermutiger kannst werden. Der Heilige Geist kann dich verändern. Du kannst diese Muster durchbrechen, auch in deiner Familie. Du musst in dieser Abwärtsspirale nicht weitermachen. Du kannst einen Unterschied machen. Was du dazu brauchst, ist, dass der Geist von Gott in dein Leben hineinkommt. Und du wirst merken, wie er anfängt, dich zurückzuverwandeln in das Bild, das Gott dich eigentlich gemacht hat. Du entdeckst dein ursprüngliches Design wieder. Du merkst, was ist das, was kaputt gegangen ist. Und du merkst, wie Gott das wieder heilt und wieder herstellt. Wie du anfängst, wieder etwas ausstrahlen in deinem Leben, das du lange verloren hast. Seht ihr, Ermutigung bedeutet für uns nicht, dass wir einfach als Positive in anderen Menschen glauben. Ermutigung für uns als Christen hat einen viel tieferen Grund. Gott ist ein Ermutiger. Er glaubt an uns. Er liebt uns so, wie wir sind. Er traut uns etwas zu. Und wenn er in unser Leben hineinkommt, dann verändert er uns. Er macht uns immer mehr so, wie er selber ist, nämlich zum Ermutiger. Wir sind geschaffen in dem Bild von einem Ermutiger. Und darum auch du bist geschaffen, zum ein Ermutiger sein für andere. Und das werden wir in dem dritten Teil miteinander anschauen. Wie kannst du ein Ermutiger sein für andere Leute? Wie kannst du andere ermutigen? So ganz, ganz praktisch. Und ich wollte euch ein bisschen warnen. Lernforscher sagen, dass Lernen, Ermutigen etwas ist, was in ganz kleinen Schritten passiert, nicht in grossen. Darum von allem, was du jetzt wirst hören, nimm dir 1, 2 Sachen mit und du sagst, die will ich wirklich machen. Wenn du sagst, heute Nachmittag ist alles anders bei mir, wahrscheinlich übernimmst du dich ein bisschen. Sondern das passiert Schritt für Schritt. Mir ist selber so gegangen beim Vorbereiten von dieser Predigt. Mir sind all diese Sachen bewusst gewesen und die ganze Zeit habe ich gedacht, oh nein, das mache ich eigentlich falsch. Das war nicht so ermutigend gewesen. Meine Frau hat meine Predigt gekürzt und durchgelesen, dann hat sie auch all diese Sachen gewusst und also, Joel, das ist nicht so ermutigend gewesen. Oh ja, stimmt, oh nein, es ist gar nicht so einfach. Darum, nächste Woche, das wird eine Herausforderung werden. Nimm aber ein paar Sachen mit, wo du sagst, ich will in diesen Punkten anders werden. Das Erste, was du brauchst, um andere zu ermutigen, ist, dass du dich selber ermutigen lässt. Das klingt vielleicht so einfach, ist es aber nicht. Die Bibel sagt uns, von was das Herz voll ist, von dem redet das Maul. Wenn wir nicht selber ermutigt sind, gestärkt sind, dann werden wir auch nicht ermutigende Worte für andere übrig haben. Wir brauchen es, dass wir selber ermutigt werden. Je nach Erziehung und Prägung und auch Gottesbild, das du hast, ist das gar nicht so einfach. Ich mache euch ein paar Beispiele von Leuten, für die ist es ganz schwierig, sich selber ermutigen zu lassen. Menschen, die sich ständig mit anderen vergleichen. Für die ist Ermutigung eine Bedrohung. Weil wenn jemand dich ermutigt, heisst das, dass er sich vielleicht über dich stellt. Und du kannst das nicht zulassen, weil du dich mit ihm vergleichst und es würde ihn ja stärken. Und so ist es ganz schwierig, zum Ermutigung an dich heranzulassen. Oder Menschen, die sehr wenig oder gar nichts von sich halten. Sie glauben es schlichtweg nicht, wenn der andere etwas Gutes über dich sagt. Weil ihr Selbstwertgefühl so tief ist, können sie das nicht annehmen. Oder Menschen, die eine zynische Grundhaltung im Leben haben, sind so fest in der Gefahr, um jede Ermutigung, jedes positive Wort ins Lächerliche hineinzuziehen oder in den Spott hineinzuziehen. Sodass die Ermutigung abprallt da rein. Ermutigung kann man nicht erzwingen. Wenn jemand eine Ermutigung nicht annimmt, kannst du nichts machen als fremde Person. Wenn du so jemand bist mit einem tiefen Selbstwertgefühl
oder sehr leistungsbezogen denken oder eine zynische Grundhaltung hast, ich will dir ein paar Tipps mitgeben, wie du kannst lernen, dich ermutigen zu lassen. Ich habe mit Menschen geredet von all diesen 3 Gruppen und ich habe sie gefragt, was hilft dir, um dich wirklich ermutigen zu lassen? Und das ist, was sie mir gesagt haben. Es gibt sie wirklich, die Menschen, die es aufrichtig gut mit dir meinen. Vielleicht hast du das bis jetzt noch nie erlebt im Leben, aber es gibt so Leute wirklich, die es wirklich meinen, wenn sie dir etwas sagen. Die nicht noch irgendeinen Hintergedanken haben oder die nur ein Kompliment machen, um irgendetwas zu erreichen, sondern die wirklich einfach nur dir ein Kompliment machen wollen. Tu dich mit so Leuten umgeben. Such so Leute, die so ein aufrichtiges Herz haben, die emotional gesund sind, die auch nicht so fest mit sich selber beschäftigt sind, dass sie dich gar nicht wahrnehmen, sondern wirklich das Beste von dir im Fokus haben. Verbring Zeit mit so Leuten. Es tut dir gut, es merkt, wie es dich selber auferbaut. Wenn du gar keine so Menschen kennst, dann, ich kann es dir nicht versprechen, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du so Personen in einer Kleingruppe bei uns findest. Unser Kleingruppensemester fängt bald an und da sind Leute dabei, die wirklich nur das Gute für dich meinen. Geh mal reinschauen in die Kleingruppe und vielleicht findest du dort so Menschen, genau die du brauchst. Verbring Zeit, bist regelmäßig dabei und du wirst merken, wie es etwas mit dir macht. Lass es zu, dass andere Menschen auch für dich da sind und dir helfen tun. Ermutigung heisst auch, um Hilfe zu bitten. Und sehr oft kommt die Hilfe von Gott in Form von einer anderen Person zu dir. Es hat ja geheißen im Bibelvers, ermutigt einander. Also wie wird wohl die Ermutigung von Gott zu dir kommen? In Form von einer anderen Person, die dich ermutigt. Und du das nicht wegweisen oder nicht an dich heranlassen, sondern lass so Leute an dich heran, die wirklich die es gut meinen, die für dich da sind, die dir sagen, es ist okay, so wie du bist. Die dir etwas zutrauen. Lass so Leute an dich heran und es wird etwas mit dir machen. Wir brauchen es, um selber ermutigt zu werden, bevor wir andere ermutigen können. Etwas, das sehr viel kaputt machen kann, und das ist der zweite Punkt, wie du andere ermutigen kannst, ist entferne entmutigende Gewohnheiten aus deinem Leben. Genauso wie Ermutigung ist Entmutigung etwas enorm Kraftvolles. Die Bibel warnt uns vor dem. In Jakobus 3, Vers 5 heißt es, so ist auch die Zunge ein kleines Glied, aber sie richtet grosse Sachen an. Schau, ein kleines Feuer, was für ein Wald zündet es an. Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. Da gibt es so schnell Worte von der Entmutigung, so Gewohnheiten und Sachen, die wir sagen, die vielleicht nur ein kleiner Funken sind, aber so viel kaputt machen können. Und ich habe ein bisschen über das nachgedacht, was das so für entmutigende Gewohnheiten sind, und ich wollte euch warnen, jeder von uns wird sich ertappt fühlen. Es sind so alltägliche Sachen. Und es ist krass, wie viel das kaputt machen kann. Ich bringe auch ein paar Beispiele. Da gibt es zum Beispiel die zweideutigen Sätze. Wie, schön bist du auch wieder mal da. Vielleicht gut gemeint, wenn jemand schon lange nicht mehr da war, wird er das nicht als Ermutigung auffassen. Oder es gibt die Nebensätze, die die Ermutigung wieder relativieren. Wie, du hast eine gute Note geschrieben, aber ich weiss, du kannst das noch besser. Oder du siehst gut aus für dein Alter. Ein Spruch, den ich oft begegne als Prediger, ist eine gute Predigt gewesen, aber etwas wollte ich dir noch mitgeben. Ich weiss nicht, ich habe die Vermutung, dass es irgendwo so ein bisschen in der schweizerischen Mentalität liegt, um einfach so den einen Fehler zu finden, den es noch gibt. Und wir haben irgendwie das Bedürfnis, um jedem überall noch irgendetwas mitzugeben. Das ist nicht ermutigend. Verstehe mich nicht falsch, ich bin ein Fan von Feedback, ich glaube, es braucht das unbedingt, aber es ist nicht jedem seine Aufgabe, um jedem noch etwas in einem Nebensatz mitzugeben. Es ist gar nicht so einfach ein Kompliment zu machen und das so stehen zu lassen, ohne das noch zu relativieren. Manchmal haben wir auch das Gefühl, vielleicht wird er dann überheblich, wenn ich ihn ermutige, so ein Seich. Also das ist jetzt wirklich nicht deine Verantwortung.
sondern mach ein Kompliment und lass stehen. Punkt. Ohne Aber. Eine weitere entmutigende Gewohnheit ist die, dass man nur lobt und nicht ermutigt. Besonders für sachbezogene Personen ist das echt eine Herausforderung. Dass man die andere Person sehen und nicht nur das, was sie macht. Dass wir im Fokus haben nicht das, was du gemacht hast, sondern wie du bist. Nur Lob ohne Ermutigung ist enorm entmutigend. Es fördert das Leistungsklima, das nicht zu Gott passt. Einer der Klassiker, dem sind wir wahrscheinlich alle schuldig, ist Fehler, die jemand anders gemacht hat, immer wieder betonen. Wenn du jemanden entmutigen willst, musst du nur irgendeinen Fehler finden, den die Person gemacht hat und das immer wieder betonen. Wir als Kind, ich bin aufgewachsen mit einer Schwester und einem Bruder, haben das folgendermaßen gemacht. Meine Mami hat einmal Herdöpfel gemacht für uns im Ofen und hat die so lange drinnen gelassen, dass sie wirklich trockener waren als eine Wüste. Und wir haben ein riesen Drama daraus gemacht und jetzt, jedes Mal, wenn es wieder Herdöpfel gegeben hat, ist irgendein Spruch von wegen Wüste, Sahara, trocken. Könnt ihr euch vorstellen, meine Mami hat wahrscheinlich nicht mehr Freude gehabt, um für uns Herdöpfel zu machen. Du denkst jetzt, ja, Joel, mit deinen Herdöpfeln. Aber so Fehler betonen, schleicht sich oft auch in Sätze drin, wie «Bist auch wieder zu spät?» Wir werfen jemandem vor, du bist zu spät gekommen, machst es jetzt auch wieder. Absolut entmutigend. Und eine letzte so entmutigende Gewohnheit, wo viele von uns kennen, ist die, wir meinen, wenn wir nichts sagen, heisst das, es ist ja alles gut. Schweigen kann aber alles Mögliche bedeuten. Wenn dein Partner dir ein feines Menü gekocht hat und du nichts sagst, wird er wahrscheinlich nicht sagen, oh, es ist mega fein gekocht, ich fühle mich so ermutigend und gestärkt und wertgeschätzt. Nein, sein Schweigen kann alles Mögliche heißen. Wenn meine Frau sich schön gemacht hat, weil wir ein Date haben am Abend und sie aus dem Zimmer kommt und mich erwartungsvoll anschaut und ich sage nichts. Wahrscheinlich wird sie sich nicht geliebt fühlen und denken, wow, ich sehe so schön aus, er hat mich mega gerne. Nein, Schweigen ist nicht ermutigend. Und wir dürfen nicht meinen, nichts sagen heisst, es ist alles gut. Es passiert so schnell und so Gewohnheiten schleichen sich irgendwo in unseren Alltag hinein. Die ganze Zeit, letzte Woche, sind mir diese Sachen so vor Augen gewesen und ich habe mich immer wieder ertappt gefühlt. Und ich wollte dich das ein bisschen als Aufgabe mitgeben, wenn du in einer WG wohnst oder mit einem Partner zusammen wohnst oder in Familie, dann könnt ihr ja ein bisschen anspornen, um diese Sachen zu entfernen. Aber Achtung, nur einmal sagen. Nicht immer wieder, sonst ist es der Fehler Nummer 5, oder? Ja, das sind die entmutigenden Gewohnheiten. Ich würde euch gerne so 3 einfache Sachen mitgeben, die nicht entmutigend sind, sondern aufbauend sind, die ermutigend sind. Es sind die Gewohnheiten, die wir alle lernen können, die wirklich aufbauen und so viel Gutes hervorbringen können. Vergessen wir nicht, wir sollen einander ermutigen, so wie wir es jetzt schon tun und einander aufbauen. Im 1. Thessalonicher 5, Vers 11, wir haben es gelesen, es heisst, wir sollen nie aufhören zu ermutigen. Auch wenn wir es jetzt schon tun, ist nicht, ja, das habe ich schon drauf. Sondern wir dürfen in dem hinein wachsen, wie wir einander ermutigen. 3 Wege, wie du das machen kannst. Erstens, geh vom Besten aus. Und zwar immer. Wenn jemand nicht auftaucht, dann ist es so einfach, irgendwie zu denken, oh, jetzt ist er schon wieder nicht da. Er hat sicher verschlafen. Nein, wenn jemand beim Geschäft zu spät kommt, gehen wir vom Besten aus. Selbst wenn er einen Fehler gemacht hat. Es ist ermutigend, wenn wir vom Besten ausgehen. Weil wenn ich vom Besten ausgehe, dann heisst das, ich traue dir zu, dass du gut gemeint hast, dass du nicht extra etwas falsch gemacht hast. Wenn wir vom Schlechten ausgehen, dann unterstellen wir anderen irgendetwas. Ein gutes Übungsfeld ist Kleingruppe. Fast jeden Abend fehlt jemand. Wie reden wir über die Person, die nicht da ist? Ist es sicher gewusst, der kommt eh nicht. Ist das ermutigend? Nein. Gehen wir vom Besten aus. Selbst wenn die Person keinen guten Grund hat, um nicht zu kommen.
Das ist auferbauend, alles andere ist es nicht. Zweitens, acht auf deine Körperhaltung. Eine ermutigende Körperhaltung. Wir reden ja nicht nur mit unserem Mund, wir kommunizieren mit unserem Körper. Einmal, als ich das ganz schlecht gemacht habe, war vor etwa 2 Jahren. Da hat eine junge Frau zum ersten Mal bei uns an einer Fuse Night predigt. Und sie war natürlich nervös, hat das zum ersten Mal gemacht. Und ich habe gedacht, ja, ich muss Feedback machen, oder? Habe meinen Notizblock mitgenommen, bin so in die hinterste Reihe gesessen und bin so dort gesessen und habe angefangen, alles so kritisch anzuschauen und mir aufzuschreiben. Ich habe eigentlich gute Sachen aufgeschrieben, aber die Ermutigung ist nicht so angekommen. Sie, die am Predigen war, hat jedes Mal, wenn ich etwas aufgeschrieben habe, Angst gehabt, dass jetzt etwas falsch ist. Und es war total entmutigend. Es wäre viel besser gewesen, wäre ich in der ersten Reihe gesessen, hätte ich gesagt, du kannst das, come on, preach it, so stark. Wäre mehr wert gewesen, wie jedes von meinen noch so konstruktiven Feedbacks. Unsere Körperhaltung sagt so viel aus. Du kannst etwas, was du eigentlich gut meinst, völlig relativieren, wenn dein Körper etwas anderes sagt. Wenn ich dir sage, du siehst gut aus heute, ist es nicht das Gleiche, wie wenn ich dich anschaue, dich wahrnehme, dich ansmile und sage, Mann, du siehst gut aus heute Morgen. Es ist einfach nicht das Gleiche. Darum achten wir auf unsere Körperhaltung, auch die kann enorm ermutigend oder entmutigend sein. Dritte ermutigende Gewohnheit ist die, nennt das Positive beim Namen. Wisst ihr, mit welchen Personen dass ich gerne unterwegs bin? Es sind die Leute, die das Positive sehen und das auch aussprechen. Wisst ihr, welche Leute sind anstrengend? Es sind die immer das sehen, was nicht gut ist. Das ist so anstrengend. Das ist so entmutigend. Darum, wenn es Positives gibt, dann nennt es beim Namen. Gar nicht davon aus, wenn ich nichts sage, ist ja gut. Sag es 100-mal, wie schön es dein Partner ist, wie fein das Essen ist, wie schön dass es draussen ist. Sprich es aus. Es macht etwas. Wenn jemandem etwas gelingt, dann sag es ihm. Geh nicht davon aus, ja, er weiß es ja eh. Sag es ihm. Es hat eine enorme Kraft und auferbauende irgendwie Stärke drin, wenn wir einander das Positive aussprechen tun. Denken wir daran, das Verhältnis muss nicht 1:1 sein von positiven und negativen Sachen, die wir sagen. Es braucht viel, viel mehr Ermutigung wie Entmutigung. Ich habe mir probiert, ein bisschen vorzustellen, wie wäre es, wenn wir als Kirche so ein Ort der Ermutigung wären. Wenn wir bei uns keine Angst müsste haben, um einen dummen Spruch zu kassieren. Wenn wir bei uns kommen können, einfach so, wie man ist. Wenn wir eine Community wären, die einander sich etwas zutraut. Wie wäre es, wenn deine Familie, dein Zuhause, deine Beziehung so ein Ort wäre, so eine Oase von der Ermutigung? Wäre das nicht genau das, was die Welt braucht? Wäre das nicht genau so, wie Gott sich das vorstellt? Was wir brauchen, um zu so einem Ort zu werden, es ist nicht in erster Linie, dass wir es einfach umso mehr versuchen. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns verändern tut. Der uns immer mehr verändern tut in das Bild von Jesus. So werden wir zu Ermutiger. Und wir können eine Kultur schaffen, ein Miteinander schaffen, Beziehungen schaffen, das ist magnetisch. Das zieht Leute an. Da ist man gerne dabei. Wenn du beim Teil, wo ich über Jesus geredet habe, gemerkt hast, ich kenne den Jesus gar nicht persönlich. Ich merke, ich versuche zwar das Gute, aber ich schaffe es nicht. Ich wollte dich heute Morgen anspornen und sagen, lade Jesus in dein Leben ein. Sag, ich will einen neuen Anfang starten in meinem Leben. Ich habe ein Gebet für dich mitgebracht. Du siehst es eingeblendet. Es ist ein Gebet, das dir helfen kann, um Jesus in dein Leben einzuladen. Du kannst es während dem nächsten Lied nachher selber Gott sagen, wenn du nicht weißt, wie beten, vielleicht hilft es dir, wo du ihm kannst sagen, Gott, ich möchte, dass du mich verändern tust. Ich brauche den Heiligen Geist in meinem Leben. Ich habe es versucht ohne dich, ich habe es nicht geschafft. Verändere mich.
Du musst keine Angst haben vor Gott. Er wird dich nicht verurteilen. Du wirst erleben, wie die Beziehung zu Gott anfängt entstehen in deinem Leben. Und du wirst merken, wie der Heilige Geist anfängt, in deinem Herzen etwas zu verändern. Wenn du da bist und du kennst Jesus, aber du hast gemerkt jetzt während der Predigt, ich brauche in meinem Leben einfach eine kleine Veränderung. Er hat so viel Entmutigendes, wo ich auch ausstrahle, wo immer wieder in meinem Leben drin ist. Ich möchte mich entscheiden, zum ermutigende Gewohnheiten zu fördern in meinem Leben, die auszuüben. Und das, was Gott sagt, über das Ermutigen wirklich auch zu leben. Du bist nur ein Gebet von dem entfernt. Und wenn du Gott mit dem eigenen Wort das sagst, dann darfst du dir sicher sein, der Heilige Geist, der in dir lebt, seine Spezialität ist, dich an das zu erinnern, was Gott gesagt hat. Er wird in den nächsten Tagen und Wochen dich immer wieder erinnern an das, was du heute gehört hast und dich anspornen, zum Ermutiger zu werden. Lass uns miteinander aufstehen. Das nächste Lied ist deine Gelegenheit, die du hast, um Gott eine Antwort zu geben auf sein Wort. In meinem Gebet auch sagen, ich will das. Ich will zum Ermutiger werden. Verändere mich. Ich will die Sachen loswerden, die nicht zu dir passen, die entmutigend sind, die nichts aufbauen, sondern Sachen niederreißen. Und ich möchte immer mehr so wie du, Jesus, werden. Es ist deine Chance, um Gott eine Antwort zu geben im Gebet. Wir lassen das Übergabegebet auch noch ein bisschen einblendet während dem Lied. Wenn du Jesus nicht kennst, du darfst das Gebet zu deinem Gebet machen und Gott so sagen, dass du ihn möchtest, ganz persönlich in dein Leben einladen. Vielen Dank, bist du dabei gewesen. Wir hoffen, dass die Message dazu beitragen, dass du Jesus besser kennengelernt hast. Übrigens, wir würden uns auch freuen, von dir zu hören. Über unsere Website kannst du gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Wenn du spürst, dass so Botschaften ein Segen sind für andere oder du uns möchtest unterstützen, dann bete doch für uns. Und du darfst gerne auch spenden. Wir haben verschiedene Möglichkeiten über SMS, über Twint oder natürlich auch über das gute alte Online-Banking. Vielen, vielen Dank für das, was du tust, damit wir den Dienst weiter tun zum Segen von vielen Menschen. Danke nochmal, du bist heute dabei gewesen. Gottes reicher Segen mit dir.